Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Modern Warfare 2 mit heute dabei Clanky und I. Und heute geht es zum Beispiel um eigentlich gar nichts. Heute ist einfach bloß mal so ein Spaß, gutes altes Commentary, mein Gott, oldschool, ja. Und wir sagen da einfach irgendwas dazu. Warum zum Beispiel sollte man eine Kiste irgendwo hinwerfen, wo der Gegner gut hinkommt? Warum? Na, ganz klar, dass man da campen kann und ihn töten kann zum Beispiel, ja? Ja. Ja, man kann ja hier Abwurffalle spielen. Ja, Das ist ja genau. immer sowas. Also wir wollen ja mit diesem Commentary jetzt hier nicht einfach nur herrenlos reden, dass wir sagen, ja, was machst du denn gerade so? Ja, ich töte Menschen. Und was machst du? Ja, ich töte Menschen. Nein, wir wollen natürlich irgendwas noch über das Spiel reden und ja, der Ziengebel hatte eine schöne Idee und zwar, man könnte ja einfach eine Kiste nehmen und man könnte diese Kiste, diese Vorrätekiste einfach mal opfern und irgendwo hinschmeißen. Ja. So, und wenn man die irgendwo hingeschmissen hat, dann wäre es ja sinnvoll, wenn man die dann nicht nimmt, sondern sich sagt, okay, man hält sich in der Nähe auf und tötet ein paar Menschen, die versuchen, diese Kiste zu kriegen. Ja. Der Vorteil hier ist nämlich, es gibt ja offiziell keine Abwurffallen in MW2, man kann sich aber trotzdem mit dieser Kiste quasi eine Abwurffalle bauen. Indem Ja. man sagt, ich schmeiß die jetzt dahin und die dahin rennen, die werden getötet und ich bin scheiße heute. Ja. Ja. Ja, Erkenntnis des Tages, Clanky ist scheiße. Ja, genau. Nee, und einfach so ein schönes Oldschool-Commentary. Damals hatten auch nicht in jedem Video, da war fast in keinem Video ein blödes Commentary, ein blödes Thema, meine ich. Und heute in jedem, also da findet man das gar nicht mehr, was ich schade finde. Einfach so schön ein bisschen taktisch, wo die Gegner sind zum Beispiel. Oh, fick dich. Und ja, halt wie früher einfach. Ja, früher war alles besser. Ja, weißt du, ich vermisse das dann auch so, diese Zeiten, wo ich mir dann auch so sag, ja, also ich habe früher, als ich meine Videos gemacht habe, immer so durchnummeriert. Da hatte ich zum Beispiel, in MW3 hatte ich dann die Folge 55, da gab es keine Titel so richtig, das kam dann später so dazu, aber es gab halt diese Titel nicht so richtig Ja, und da stand dann einfach nur Call of Duty Modern Warfare 3 Folge 55, eventuell ein Titel hinter, wenn ich nicht gerade über irgendwas gesprochen habe, aber es ging nicht darum, über ein Thema zu reden, sondern es ging einfach erstmal darum zu reden, was in dem Spiel passiert. Und ja, irgendwie ist das jetzt so aus der Mode gekommen im Laufe der Zeit. Wir reden alle nur noch über Themen, der Ziengebel und ich. Und ja, ja. da ist uns dann der Einfall gekommen, dass wir das auch einfach mal wieder ja, zu diesem, wie er schon sagte, Oldschool-Feeling Ja, zurückkriegen. zur normalen Agenda hinzufügen können. Weil, Genau. ähm, Agenda ist sehr wichtig, wenn man eine Präsentation hält, weil damit jeder dann genau weiß, an welcher Stelle der Präsentation man sich befindet. ja. Ich kann ja auch missreden mit deinen fachmännischen Wörtern. Ja, bist nicht dumm. Ja, das ist nett, dass du mir das bestätigst. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Das bedeutet mir immer viel, das von einem Menschen wie dir bestätigt zu bekommen. Das ist voll das Kompliment, du bist nicht dumm. Du bist nicht hässlich. Entgegen anderer Erwartungen bist du das nicht. Das ist irgendwie nett. Ich dachte mir, ich wollte schon gerade anmerken vorhin, gut, dass wir über das Thema Kisten sprechen und keiner eine Kiste dabei hat, aber natürlich habe ich eine Kiste dabei und auch gerade eine erreicht. Und ja, man kennt den vielleicht schon, den Trick, ich weiß es nicht, aber ich habe den früher schon gern gemacht und machen jetzt heute seit langer Zeit wieder und kann Ja, unglaublich hast du schon gut. geworfen? Sonst komme ich mal zu dir hin. Ja, ich bin jetzt unten bei dem Spawn, werfe ich sie mal hin. Ja, warte. Ich habe noch 2 Schuss, das reicht völlig aus für 3 Gegner. Wo hast denn die jetzt hingeworfen? Da, wo ich stehe ungefähr. Oh, was ist das? Oh, das ist ein Harrier. Ha, Ich halte jetzt gerade mit dem Javelin drauf. auf den Harrier. Da Ja, kommt auf einer, deine, Vorsicht. auf deine Kiste. Oh, jetzt habe ich schon geschossen. Ja, Das bringt jetzt, glaube ich, nichts. Jetzt ist das Ding auch weg. Ich verteidige dich mal so ein bisschen mit dem Geschütz. Und da hinten ist ein Sniper, den ich jetzt kaputt gemacht habe. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Nimm auf, da kommt ein Typ. ja. Genau. Ja gut, also man könnte das Teilen machen. tun wir dann doch nicht. Ja, also man könnte das machen, wenn da keine freundlichen Menschen dabei wären, die immer die Kisten klauen müssen. Das nervt mich sowas von, oder? Ich klau doch keinem die Kiste. Das mache ich, wenn der tot ist und wenn es sonst der Gegner bekommt. Aber wenn der doch dabei ist, dann klaue ich doch keine Kiste. Ja, wo kommen die denn alle her? Haben die keine Ja, man muss Erziehung? immer klauen. Das ist unglaublich. Immer wegnehmen. Kleptomanen sind das hier alle. Ja. Und wollen immer nur haben, haben, haben und nichts geben. Da ist einer am MG, der gleich sterben wird, wenn ich ihn mit meiner Farmers anvisiert bekomme. Ja, Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. schade.
Nein, Predator, alle auseinander. Schön, hey. Übrigens ein sehr schöner Tipp für alle Leute, die Call of Duty spielten, in denen es Predator-Raketen gibt. Bitte, bitte, bitte an alle Leute da draußen, wenn eine feindliche Predator-Rakete in der Luft ist, rennt auseinander. Ich habe schon so oft Teamkameraden gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich renne einfach mal zu dem Plinky hin. Ja. Ja, es ist natürlich sehr schlau, wenn man dann dem Gegner den Multikill auf dem Tablett serviert, denn im Endeffekt wird einer von uns in dem Fall sowieso sterben, es sei denn, der Schütze ist gerade irgendwie am Laggen oder zu blöd, eine Predator zu steuern, aber man kann in der Regel davon ausgehen, dass es mindestens immer eine Person gibt, die quasi dann, ja, die dann mit der Predator trifft, eine Person, die darunter leiden wird und... Ja, einer stirbt jedenfalls, also... Und dann renne ich doch weg, mein Gott, oder? Dann muss man doch nicht noch das Leben anderer Teamkameraden gefährden. Ja. Das ist natürlich klar, wenn da 2 Leute sind, dann ist natürlich klar, wo die Predator dann zuerst hingeht. Also man ist ja immer so dabei, dass man möglichst schnell hochwertige Kills hinkriegt, also so möglichst Multikills immer so von dem Sinne, naja. Ja, so, jetzt ist ein AC-130 in der Luft und ich habe keinen Stinjaw und ich kann das Teil nur mit der Javelin anvisieren. Funktioniert das überhaupt? Weiß ich nicht. Ich verfolge die jetzt mal. Ja. Ja, das Teil wirft Flares ab und dann ist das AC-130 auch schon wieder weg. Naja, gut, dass das Ding mich nicht sieht, ne? Ja. Jetzt müsste das ja eigentlich... Jetzt wirft das nochmal Flares ab, ich werde bescheuert. Ich hab's! Ja, ich hab's nice. Mit einer AT-4 Wärmerakete mit einem Schuss ungezielt abgeschossen. Ich bin ja der Geilste auf der ganzen Welt, oder? Mein Gott, war das pro-mäßig. Gott, bin ich eingebildet, hey, Wahnsinn. Ja. Ich könnte das, was du jetzt gemacht hast, jetzt entkräften, aber ich bin ja nicht so ein Arsch. Für die Zuschauer gebe ich da nur mal einen Tipp. Überlegt mal, wer gerade zweimal mit der Javelin auf das AC-130 geschossen hat in Bezug auf die Flares. Ja, trifft es mal, Mensch, hey. Ja? Ich habe ja nicht gezielt, ich habe ja einfach geschossen. Ja, trotzdem, die ist ja dem hinterher geflogen, also... Ja, du ist hast mir zwar egal. Einfach geschossen, aber ja, du hast es toll gemacht. Der Zingebel hat es toll gemacht. Bitte alle in die Kommentare Applaus schreiben und ja, alle bitte. Daumen hoch geben. Daumen hoch, Abo da lassen. Nein, wenn nicht, lasst es bleiben. Wir wollen Leute nicht, die, ja, egal. Predator, auseinander! Ja. Und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel überlebt und die Predator hat keinen gekillt. Wir mögen Leute nicht, die uns abonnieren. Ist es nicht lustig? Ja, ist es. Ja, gut. Ja, ist es wirklich. Ja, ist es. Ja, wir mögen so Leute nicht, die uns abonnieren. Ja. Also Leute, die uns nicht mögen und uns trotzdem abonnieren. Da gibt's ehrlich so Leute. Ja, das ist ja das Schönste, oder? Da gibt's Leute, die bloß um einem zu haten und disliken. Ja, das ist unglaublich cool, oder? Ja. Auch schon alles gehabt, Leute, die da unter meinen Kanal geschrieben haben, du bist voll der Trottel, Klinky. Ich meine, klar, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ich bin ja jetzt nicht für jeden Superheld, für viele bin ich vielleicht nur der dumme Vollidiot, der in Call of Duty halt nichts Besseres zu tun hat, als irgendwelche Leute zu nerven. Ja. Aber, naja, ich sag mal so, ich habe den dann gesperrt bei YouTube und wenn man einen Account bei YouTube sperrt, dann ist ja nicht nur die Kommunikation geblockt, sondern Abonnements und so, wird ja alles gelöscht. Ja. Das Lustige dahinter ist, dass wir erstmal ein Team Deathmatch spielen und jetzt noch weiterreden. Ja. Ich habe den dann gesperrt und mir ist dann so aufgefallen, ja, du hast ein Abo weniger. Da hat der Typ mich doch tatsächlich abonniert, um mich zu haten. Also ich finde das immer wieder erstaunlich. Ja, Wahnsinn, oder? Weil wenn ich was nicht mag, dann weiß ich nicht. Also ich finde das schon ein bisschen komisch, sowas. Also, ja. Ja, vor allem, wie viel Langeweile muss man haben, dass man Leute... Ja. liked oder abonniert oder was auch immer, die man überhaupt nicht leiden kann. Ich meine, ich habe ja jetzt auch es gibt ja bei mir, genau wie bei vielen anderen von euch, ich bin übrigens rausgeflogen, weil die Spiellobby geschlossen wurde. Ja, ich auch. Schön, jetzt kannst du mir bestimmt wieder nicht beijoinen. Bestimmt. Bin ja offline hier angezeigt. Nee, jetzt bist du online. Okay, das ist schön, dann habe ich das nicht weggemacht. Ja. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde Team Deathmatch. Ja, genau. So, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das kommt natürlich immer sehr gut. Ja. Schön. Ja, wir warten ja jetzt hier in der Lobby. Das ist ja auch ein Random Commentary. Also es ist ja nicht wichtig, dass wir hier die ganze Zeit nach einem roten Faden verlaufen und irgendwas erzählen, sondern wir erzählen einfach irgendwas, was uns gerade in den Sinn kommt, was annähernd mit dem Spiel oder mit YouTube oder mit irgendeinem anderen Kram zu tun hat. Bist du jetzt in der Scrapyard-Runde? Ich habe jetzt gerade deinen Namen nicht gesehen. Ja, schon. Ich heiße wieder anders. Ich heiße jetzt Wischnewski. Ach so, Wischnewski. Ja, Wischnewski. Ich glaube, so hieß du vorhin auch schon, ne? Ja. Aber ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Ja.
Genau. Und was ja auch so schön ist, weil ich habe heute Schule ausgehabt, um 10 vor 1 haben wir immer Schule aus und dann haben wir halt da genau vor der Schule eine Ampel stehen und die ist halt meistens für Fußgänger rot, also wir kommen da halt nicht drüber und dann meine Kumpels gehen schon über die Ampel drüber, die Ampel wird rot für Fußgänger. Oh, das Mein, ist cool. ja, unglaublich cool. Meine Freundin, ja, ist halt nicht langsam, aber sie braucht halt ein bisschen länger und auch verabschieden und so. Ja, kennt man alles. Und dann wollte ich halt meine Kumpels nicht irgendwie zurücklassen. Dann schaue ich auf beide Seiten, ich sehe, dass Autos kommen. Dann schreie ich, ah, und renne über die Straße. Das ist ein Freak. Das sah so dumm aus, ey. Wenn da ein Typ erst schreit und dann über die Straße rennt. Ich habe über mich selber lachen können, hey, das ist so schön, ja. Das Klasse. können auch nicht viele, hey, das wundert mich auch. Weiß ich nicht, weil einige, die können keine Fehler, die sind perfekt, hey, die machen keine Fehler, die sind perfekt, die, ja, die machen nie was Lustiges, ja, bloß coole Sachen. Für unsere jungen Zuschauer draußen bitte nicht nachmachen. Über rote Ampeln gehen kann sehr gefährlich werden. Ja. Und den Clanky mit einem G18 Akimbo töten, bevor er sein Harrier hat, ist übrigens auch sehr schädlich. Ja, Ich hasse Leute, die mir die Street kaputt machen. Ich hasse das einfach. Das ist ein chronischer Hass gegen diese Menschen. Ich meine, es lief jetzt gerade so gut. Egal. ja, egal, Lauft nicht über rote Ampeln. Ich hoffe, die Botschaft ist jetzt angekommen. ja. Oh, denke ich schon, ja. Ist gefährlich und das kostet Geld übrigens. Also wenn euch da die netten Herren in den, ist mittlerweile einheitlich blau, in den blau-weißen Uniformen, wenn euch die sehen, dann könnte es sein, dass ihr ein bisschen Geld Ja. zahlen müsst. Habt ihr bei euch auch schon blau-weiße Polizisten oder ist das bei euch noch eine andere Farbe? Nee, immer noch schön rot-grün. Was, rot-grün? Ja, halt die Polizistenfarbe da. Und, Rot-grün. ja. Und das ist mir auch passiert neulich, weil ich muss ja jeden Tag in der Früh mit dem Zug fahren. Und da ist es auch schon vorgekommen, dass ich halt dann, ja, schönerweise, die Bahnschranken gehen runter, der Zug ist aber noch nicht da, keine Angst, man sieht ihn noch nicht. Und ich dachte mir halt, bevor ich jetzt unten lang rumgehe, dauert ewig und so weiter, ich kann nicht laufen, gehe ich halt unter den Schienen, also unter den zugehenden Bahngleisdingern drüber, ist ja egal. Und dann Ja. hat noch Zeit gehabt, der kam, der war nicht mal da, wo ich schon fertig war. Und dann sagt der Polizist, das kostet 5 Euro. Dachte ich mir, ist mir egal. Ja, dann kam, mein Gott, ich habe keine scheiß Fickzeit für so eine Kacke, hey. Wenn mein verkackter Zug kommt, dann kommt der Zug. Ob der mit mir fährt, das ist dem Zug scheißegal. Und wenn ich nicht komme, dann habe ich einen Sechser in einem Scheißfach. Also ist mir da das Kack egal, hey. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also Mein das Gott. ist- Ja. Das würde mich dann auch sehr aufregen, kann ich nachvollziehen. Ja, und willst du was sagen? Nee, ich wollte nicht sagen. Achso, gut. Und ich weiß schon, alles böse und so darf man nicht machen, aber niemand macht das, was man machen darf. Das ist ja auch langweilig, ja. Das ist ja erlaubt. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist der Host erstmal doof? Ich glaube, das war ich sogar. Und Nee, wenn du das warst, fliegst du ja jetzt raus. Achso, stimmt, gut, dann war ich es zum Glück nicht. Und ich weiß nicht, scheiß doch auf die Gesetze irgendwie, so kommt man sich vor. Warte. Ja? Ah! Ah! So, Okay. weil so ein Arsch mit G18 Akimbo und da habe ich jetzt hier genau im Blick gehabt bei Host und dann habe ich einfach mit der RPD ohne anzuvisieren draufgehalten, dann habe ich den zweiten auch noch umgebrettert und jetzt geht's mir besser. Sehr schön. Weil es ist ja immer so, ja, und folgt den Gesetzen, Kinder. Und dann, niemand hält sich an die Gesetze. Kein Erwachsener hält sich an den Gesetze. Ich hab schon hunderte durch Schranken durchgehen sehen, wozu waren über rote Ampeln und so. Das interessiert doch niemanden, wenn es Erwachsene machen. Wenn es Kinder machen, ja dann, hey, dann ist es auf einmal schlimm. Kam mir jedenfalls so vor, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, oder ob ich jetzt gerade gelogen habe. Ja, es gibt natürlich genauso gut auch Erwachsene, die dann da Scheiße bauen und Ja. klar, bei Kindern ist es natürlich so, die sind halt grob, denen muss man das irgendwie zeigen, dass das nicht Ja. so sich gehört und ich sag mal so, du bist ja jetzt zwar kein Kind mehr gesetzlich gesehen, aber dennoch bist du ja jetzt jemand im jüngeren Alter und da will man natürlich dann auch, dass sich die Leute eben nicht vom Zug das Leben nehmen, indem sie da irgendwie doof davor rennen oder so und dann muss er halt Geld an den Staat zahlen, das ist dann Ja. halt das Schutzgeld, dass der Staat auf dich aufpasst. Ja, ja, hat er gut So auch gemacht, gesehen. ey. Hat er gut gemacht. Macht es nicht. Was? New, dazu kommt. New. Ja, Polizist bringt
armen Schüler um, der nicht mal 5 Euro hatte, dass er auf sich Genau. aufpassen lassen konnte. Ja, nee, das ist alles, ja, Ich habe einem Harrier ja. geklaut. Haben Schön wir nicht gerade gemacht. noch darüber gesprochen, dass das scheiße ist? ja, ja, Ich wollte euch einfach mal demonstrieren, wie diese Leute mit diesen kleptomanischen Reizen einfach immer so denken. Ja. Also das ist. Ich wollte es euch einfach mal kurz demonstrieren. Gelegenheit macht Diebe, sollte aber nicht so sein. Ist halt scheiße. War ja auch nur zu Demonstrationszwecken. Also jetzt nicht sagen, oh Klinki, erst was sagen, dann selbst falsch machen. Das sind die Besten. Ja, genau. So, die Runde ist schon wieder vorbei und damit auch unser heutiges Commentary. Der Bugatti, oh, warte mal, nicht so böse, bitte. Man kann sich doch hier ruhig, zivilisiert und sonst irgendwas unterhalten. ja. Ja, man kann, man muss aber nicht. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Das war... Andi? Und... Ja, halt's Maul. Ja, Klinki. seid immer nett zu anderen Menschen. Tschüss, ne? Ciao.